und wir sind wieder live. Herzlich willkommen an diesem dritten Abend der Gebetswoche. Schön bist du mit dabei, cool hast du eingeschaltet. Wir freuen uns, diesen Abend zusammen mit dir zu verbringen. Falls du heute zum ersten Mal einschaltest, das ist der dritte Abend von dieser Gebetswoche. Du kannst also 2 weitere nachschauen. Und es wird heute Abend gehen um Lebe wie niemals zuvor, das Buch von Leo und Susanna. Und wir werden heute in den dritten Teil hineinsteigen. Es geht um die Gesundheit. Und hier mit mir im Studio habe ich Petra und Stefan. Herzlich willkommen, schön seid ihr hier. Petra und Stefan sind normalerweise etwas hinter den Kulissen. Sie sind bei uns im Gebetsteam, im Seelsorgeteam mit dabei im ICF. Und ich freue mich, heute Abend wirklich an ihre Weisheit anzapfen zu können und von ihnen hören zu können, was sie über das Thema Gesundheit zu sagen haben. Genau. Außerdem haben wir die Cleavers bei uns mit dabei. Die werden heute Abend Worship mit uns machen. Auch mega cool, seid ihr hier. Schön seid ihr mit uns hier und begleitet uns heute Abend musikalisch und ja, geht da voraus mit der Musik, mega cool. Hey, Stefan und Petra, was bedeutet denn Gesundheit für euch? Also für mich bedeutet Gesundheit einfach Freiheit, dass ich ungehindert das machen kann, was ich auf dem Herzen habe. Und für mich ist einfach Freiheit ist ein Riesengeschenk. Gerade in dieser Corona-Zeit ist nichts Selbstverständliches. Ja, genau, in dieser Corona-Zeit. Das beschäftigt uns alle, dieses Thema zurzeit. Ja. Vielleicht beschäftigt es auch dich. Schreib doch gerade jetzt in den Chat, was bedeutet denn Gesundheit für dich? Ist es etwas Gutes? Ist es etwas Schlechtes? Vielleicht hast du heute spezifisch eingeschaltet, nur für dieses Thema. Und ich bin gespannt, was wir hier noch lernen werden. Also nimm deinen Stift, deine Notizen hervor und schreib mit, das wird cool. Ja. Petra und Stefan, was sagt dann die Bibel über das Thema Gesundheit? Also wenn wir zum Beispiel in Johannes 10,10 in der Bibel lesen, dann sagt dort Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Das heißt für mich, Gott möchte, dass wir gesund sind und ein gesundes Leben führen. Ja. Ich glaube, er befähigt uns und auch er hilft uns dabei. Dann in 1. Thessalonicher 5,23 steht, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. So, dieser Abend soll dazu dienen, dass wir im Bereich Gesundheit zusammen einen Schritt weiterkommen. Und ich glaube auch, dass Gott diesen Abend nutzen wird, Heilung zu bewirken an Körper, Seele und Geist. Ja. Ja. Ja, und ich freue mich auch eben, dass wir heute dieses Thema haben, weil ich bin auch der Überzeugung, es geht nicht nur um unseren Körper. Wenn wir an Jesus glauben, geht es um viel mehr. Es geht auch um unsere Seele und unseren Geist. Und es steht in 1. Mose 1,26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Das ist die DNA von Gott. Also er hat uns geplant eben mit einem Geist, und es heißt in 1. Mose 2,7 heißt es, da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde, und hauchte den Atem des Lebens in seine Seele, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und ich habe so wie ein kleines Bild, so ein Kreismodell, und eben in der Mitte der Geist und die Seele oder die Psyche und der Körper. Und das Besondere ist eben, dass wir einen Geist haben, und der Geist, das ist von Gott. Und die Psyche und der Körper, das können wir besser verstehen, aber der Geist, das ist auch, Gott selber ist Geist, weil er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und Petra, erzähl uns doch über den Heiligen Geist. Wie verhält es sich mit dem? Genau, der Heilige Geist wurde ja an Pfingsten auf die Erde ausgegossen. Grundsätzlich ist es so, dass Gott sich eine persönliche Beziehung wünscht mit jedem einzelnen Menschen. Und deshalb hat er uns auch geschaffen. Durch die Sünde ergab es aber eine Trennung zwischen Gott und dem Menschen, weshalb Gott seinen eigenen Sohn Jesus Christus auf die Welt geschickt hat, der am Kreuz für uns gestorben ist, für die Sünde der gesamten Menschheit. Und jeder, also er ist dann auch wieder auferstanden, und jeder, der an Jesus glaubt und ihn in sein Herz aufnimmt,
dem werden diese Schulden alle vergeben und er bekommt das ewige Leben geschenkt. Und in diesem Moment kommt der Heilige Geist, der Geist Gottes, in den Menschen herein. Und somit ist die Verbindung zwischen Gott und dem Menschen wiederhergestellt. Und ich glaube, das ist die beste Grundvoraussetzung überhaupt, um ein gesundes Leben führen zu können. Den Geist Gottes in uns, Genau. sozusagen. Genau. Ja. Und eben auch, dass es eben eine Einheit ist, dass Gesundheit heißt eben, es geht um Körper, Seele und Geist. Und Gott möchte, dass wir in allen Bereichen gesund sind und auch eine gute eben, Balance haben. Und wenn wir jetzt so eigentlich verschiedene Bereiche anschauen von der Gesundheit, dann ist mal ein Thema sind ja unsere Gefühle, unsere Psyche, Emotionen und mir ist es ganz wichtig, Gott hat uns diese Emotionen geschenkt, die sind sehr wichtig. Ich selber zum Beispiel bin so eher aufgewachsen, ja wichtig, der Verstand und Gefühle, das muss man nicht so beachten oder das ist nicht so wichtig und das ist eben nicht der Plan von Gott, weil Gott ist ein Gott, der genauso Gefühle hat wie einen Verstand. Und es heißt in Lukas 10, 27 heißt es, Jesus sagt zu den Jüngern, was ist das wichtigste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinen Gedanken lieben. Also es geht um eine ganz umfassende Liebe, und nicht nur einfach um eine Verstandesbeziehung zu Gott. Und selber habe ich das in meinem Leben vor einigen Jahren erlebt. Einmal in der Nacht ist mir Jesus begegnet und ich habe eine physische Umarmung gespürt. Also das war so ein krasses Erlebnis. Wow. Ja. Und ich so als rationaler Mensch, das war wie irgendwie, Gott, der liebt mich. Er nimmt mich an und Schön. er nimmt mich mit eine Arme. Und das hat so wie etwas ausgelöst in meinem Leben. Und ich denke, das merke ich eben, Gott ist dieser liebende Gott, Ja. der auch unsere Gefühle anspricht. Ja. Und klar, jetzt gibt es immer so die Frage, was ist wichtig, Gefühl, Verstand. Ja. Und ich denke, wir müssen hier die Balance haben, nicht das eine Extrem oder das andere haben, sagen, Hauptsache es ist mein Gefühl und dann stimmt's, passt auch nicht, oder nur, wenn es mit dem Verstand ist. Aber ich glaube eben, beides ist wichtig. Und Jesus selber, der hat auch immer diese Gefühle gezeigt. In Matthäus 14 heißt es, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und er heilte die Kranken. Und deshalb auch, seien wir achtsam aus unseren Gefühlen. Und hinter den Gefühlen stehen Bedürfnisse und eben das ist, finde ich, ganz wichtig. Es zeigt ja auch einen Gott, der sich uns Genau. der uns nahe sein möchte. Absolut. Der sich mit uns identifizieren möchte, Ja. der wirklich uns diese Nähe auch durch Gefühle zeigen möchte, aber halt nicht nur durch Gefühle. Eine Beziehung besteht ja auch nicht nur aus Gefühlen. Absolut. Und ich glaube, Gott hat da wirklich gezeigt, durch das, dass er Mitgefühl gezeigt hat, dass Jesus Mitgefühl gezeigt hat, hat er gezeigt, wie sehr, dass er wirklich ähnlich ist, wie er wirklich Mensch geworden ist. Ja. Und ihr habt da davon geredet, wir reden jetzt im Thema Gesundheit, vom Thema Gefühl. Aber das ist genauso wichtig, weil eben, wenn wir jetzt das anschauen, ist es nicht nur der Körper, sondern wir wissen ja auch viele Krankheiten, die kommen von der Psyche oder sind psychosomatisch, weil wir wissen, wenn es innen nicht stimmt, dann werden wir krank. Und ich habe so ein Bild, das verwenden wir in der Seelsorge, das ist so ein Baum. Es hat eigentlich zeigt etwas über dieses Thema. Es hat Wurzeln, es hat einen Stamm, es hat eine Krone. Und dieser Baum zeigt, wir haben vielleicht einen Lebensstil von Sucht oder von Depression oder von Niedergeschlagenheit, aber eigentlich darunter liegt etwas vergraben und das sind die Wurzeln. Zum Beispiel, ist das jetzt ein Hass oder ist es eine Angst oder ist es ein Minderwert? Und Jesus
möchte an diese Wurzeln gehen mit uns. Und das ist das, was wir eigentlich mit Jesus machen können, dass er eben mit uns an unsere Wurzeln geht und dass der Heilige Geist eben Dinge aufdeckt. Ja, woher kommt dann das? Woher kommt dieser Lebensstil? Oder woher ist das? Und das sind Wurzeln. Und das ist Gesundheit, geht es eben um diese Wurzelbehandlung. So wie beim Zahnarzt, wirklich tief gehen. Was ist da eigentlich der Grund? Und wie gehen wir denn diese Wurzeln an? Das ist eine gute Frage. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat alles, den Preis bezahlt für unsere Schuld. Und wenn wir unsere Wurzeln, diese negativen Gefühle Jesus abgeben, dann nimmt er das weg und er schenkt uns etwas Neues. Und wir sagen dem auch Tausch am Kreuz, weil wir etwas Neues empfangen. Zum Beispiel ich selber hatte jahrelange Depressionen, das ist so dieser Stil. Und dann in der Seelsorge habe ich wie gemerkt, die Wurzeln, das ist Hass, es ist Angst, Tod. Und als ich es Jesus gegeben habe, dann bekam ich Frieden. Und durch den Frieden ist das andere auch, hat sich das auch verändert. Und ich denke, das ist so das Wunder. Petra, du hast auch etwas aus deinem Leben zu erzählen, wie du das erlebt hast mit dieser Wurzelbehandlung. Genau. Also ich war ja ein sehr angepasstes Kind und ich wusste somit genau, was meine Familie und meine Eltern von mir erwarteten und habe auch sehr darauf geachtet, diese Erwartungen zu erfüllen. Durch das habe ich die meiste Zeit gar nicht darauf geachtet, was ich fühle oder was ich für Bedürfnisse hatte. Und somit bin ich immer auch über meine Grenzen gegangen. Das ist zum Beispiel im Job mit Stress oder auch in Beziehungen. Und das hatte dann eben gesundheitliche Folgen, auch sei es mit Magenproblemen oder Schlafproblemen. Und erst als ich diese Alarmzeichen hatte, habe ich mal gemerkt, okay, jetzt muss ich vielleicht mal tiefer gehen. Worum geht es da überhaupt, oder? Und in der Seelsorge habe ich dann erlebt, dass Jesus Wurzeln aufgedeckt hat. Von Ablehnung war dabei, Minderwert war dabei, Leistung. Und Jesus hat mir etwas Neues gegeben, und zwar Selbstwert, diese Annahme und auch die tiefe Gewissheit, tief hier drin, dass ich genüge. Und das hat mir wie eben bei diesen Wurzeln eine neue Grundlage gegeben, dass ich mein Verhalten im Stamm ändern konnte und einfach früher auf meine Gefühle achten oder wie fühlt sich das an, was möchte ich. Und dann auch, das hilft mir, mal Nein zu sagen oder mich abzugrenzen, ohne gleich das Gefühl zu haben, oh, ich genüge dann nicht oder oh, ich habe Angst, die mögen mich dann nicht oder die denken, ich kann es nicht. Und somit kommen auch die Früchte dann am Baum zum Zug, wo einfach mehr Zufriedenheit resultiert oder auch Ausgeglichenheit. Ich komme nicht so schnell an Anschlag. Und eigentlich merkt man auch, dass man mehr respektiert wird von Leuten, wenn man auch mal Nein sagt, oder zum Beispiel. Also das war bei mir sehr einschneidend. Mega spannende Geschichten von euch und mega spannend das auch mit dem Baum. Ich glaube, es wäre cool, wenn ihr wirklich gerade mal jetzt für dich, wir nehmen uns kurz ein paar Minuten Zeit, Pat, ich fände es mega cool, wenn du kurz spielen könntest, dass ihr euch einfach kurz 2 Minuten Zeit nehmt und den Heiligen Geist fragt und sagt, hey, Heiliger Geist, wo stehe ich? Vielleicht sind Auswirkungen in deinem Leben, die du bereits spürst, die du bereits mitkriegst, vielleicht Bauchschmerzen, wie es Petra beschrieben hat, vielleicht sind es wirklich Depressionen, wie es Stefan beschrieben hat, vielleicht sind es Ausraster, Wutausraster, vielleicht sind es irgendwelche solche Dinge, dass wir uns jetzt einfach kurz Zeit nehmen und einfach stille werden vor dem Heiligen Geist und ihn fragen, hey, was ist die Auswirkung bei mir? Du darfst dich jetzt wirklich ganz entspannen, schließe vielleicht auch mal die Augen und stelle dir doch jetzt einfach einen Ort vor, einen schönen Ort, wo du mit Jesus zusammen bist. Und wie Raquel gesagt hat, fragen wir dich jetzt, Jesus, bitte zeige du auf, wo haben wir negative Gefühle oder Wurzeln, die du heute Abend uns wegnehmen möchtest. Vielleicht kannst du es dir bildlich vorstellen oder du hörst ein Wort in deinen Gedanken. Du kannst auch mal reinspüren in deinen Körper.
wie es sich im Kopf anfühlt, wie die Schultern sich anfühlen, auf der Brust, das Herz oder im Magen. Und wenn du etwas gefunden hast, dann versuche es mal wegzunehmen mit deiner Hand und Jesus hinzugeben. Wenn das schwierig ist, kannst du auch versuchen, Jesus zu fragen, ob er dir ein Werkzeug gibt. Manchmal gibt er einen Staubsauger, dann kann man es wegsaugen. In ihrer Familie sehr schwermütig und viele ängstliche Leute hat. Ich glaube auch, dass du wirklich einstehen kannst für deine Familie. Dass du in diesem Moment, dass du es vielleicht nicht für dich selber machst, sondern dass du wie den Heiligen Geist fragst, dass du stellvertretend das für diese Schwermütigkeit in deiner Familie machen kannst. Du kannst einstehen für Depressionen in deiner Familie. Du kannst einstehen für Wut in deiner Familie, für all diese Themen, die wir gerade angesprochen haben. Oder auch solche, die wir nicht angesprochen haben. Du kannst einstehen für die Leute in deiner Familie. Und wenn du diese Schwermut jetzt selber bei dir fühlst, dann nimm sie. Stell es dir bildlich vor, nimm sie und gib sie Jesus ans Kreuz. Und wenn du merkst, es kommt von der Familie, dann musst du das nicht weitertragen, sondern du darfst es abschneiden und ans Kreuz geben. Fluch von Familie, Depression, Schwermut, du schneidest es ab und du empfängst den Segen. Segen für Generationen. Vielleicht möchtest du noch jemandem vergeben. Oder du möchtest Jesus um Vergebung bitten. Oder auch selber Vergebung annehmen. Da schreibt jemand, dass in der Familie jemand an Corona erkrankt ist. Wir sprechen auch da den Frieden Gottes, die Gesundheit Gottes über ihr aus. Ja, wenn es Trauer ist, kannst du auch die Trauer Jesus abgeben. Wenn du Angst spürst vor Corona, dann gib die Angst Jesus ab und empfange Frieden. Dann fragen wir dich jetzt, Jesus, was möchtest du uns als Ersatz für all diese Dinge geben, die wir jetzt ans Kreuz gelegt haben? Bitte dich, sprich du jetzt zu jeder einzelnen Person ganz persönlich, was sie von dir empfangen darf. Vielleicht siehst du es auch vor deinem inneren Auge oder du hast einen Gedanken oder du spürst etwas, so wie Stefan Jesus gespürt hat. Empfange das Geschenk, das dir Jesus jetzt gibt. Nimm es auf und freue dich über das, was dir Jesus jetzt Neues geben möchte. Ich glaube, bleibt einfach in dieser Position der Anbetung, bleibt in dieser Position, in dieser Haltung, in der ihr gerade seid. Wir werden ein wenig weiterreden. Wie ist denn das? Jetzt haben wir über die Wurzeln gesprochen, wir haben diese Dinge Jesus abgegeben. Heißt das jetzt, dass wir nichts mehr selber zur Gesundheit
beitragen müssen, dass wir nichts mehr machen müssen. Nein, so ist es natürlich nicht. Und ich finde es auch gut, dass es nicht so ist. Jesus heilt und gibt uns Gutes, aber wir müssen den neuen und gesunden Lebensstil auch selber wollen und bewusst aktivieren und auch pflegen. Gott hat uns ja auch einen Verstand gegeben, um zu planen, zu organisieren und nachzudenken, wie möchte ich mein Leben gestalten, dass ich gesund bleibe. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir dafür Verantwortung übernehmen. Und in den Statistiken heißt es ja, als Eckpfeiler der Gesundheit zählt 40% der eigene Lebensstil, 30% sind genetische Faktoren, 15% sind soziale Faktoren, 5% ist das Umfeld und 10% ist das medizinische Versorgungssystem. Das heißt, all in all haben wir trotzdem etwa fast plus minus 60%, die wir selber beeinflussen können. Und ich glaube, das ist auch eine Riesenchance, die wir packen können. Es ist ja ein wichtiger Teil, wie gestalten wir unseren Alltag. Und wir können uns bewusst auch Ziele setzen, wie zum Beispiel mehr schlafen, früher ins Bett gehen oder weniger Medienkonsum etc. Und wir wollen uns jetzt ein paar weitere praktische Möglichkeiten anschauen, die unsere Gesundheit positiv beeinflussen können in Körper, Seele und Geist. Und als Bevor wir da hineingehen, ich möchte jetzt gerne von euch persönlich noch kurz hören. Wie macht ihr denn das? Wie schaut ihr eure Gesundheit? Wir reden hier von diesem Ganzen. Wie schaut ihr eure Gesundheit? Wie macht ihr das persönlich praktisch, bevor wir das für alle anderen noch machen? Ja, das hab ich mir auch überlegt, als ich das vorbereitet habe. Und ich denke, dass es gibt eben auch immer Punkte, zum Beispiel genug schlafen oder Dinge, wo ich merke, ich muss Pausen machen, ich muss irgendwie auch meine Grenzen respektieren, mal Nein sagen oder zum Beispiel bei der Ernährung irgendwie ein Maß halten. Und ich finde diese Dinge eigentlich auch wichtig. Und ja, da bin ich selber verantwortlich. Definitiv, ja. Ja. Nicht, dass ich alles selber machen kann oder beeinflussen kann, aber ich habe Dinge in der Hand. 60% davon haben wir das gerade ist doch einiges. Genau, das ist doch einiges, ja, was und wir so tun können. gibt es so gute Gewohnheiten wie spazieren und irgendwie bewegen und etwas machen. Das hilft einfach. Super. Ja. Ja. Was machst du so? Ich gehe joggen. Ich jogge sehr, sehr gerne. Ja. Ich brauche das unbedingt. Das ist mir sehr wichtig. Und manchmal, bei mir ist es manchmal auch für, jetzt sage ich mal, mentale Gesundheit, ist es einfach mich hinsetzen und austauschen. Ich glaube, manchmal ist es ist nicht nur immer die körperliche Gesundheit, manchmal ist es auch einfach die geistliche Kopfgesundheit, wo man sich einfach aussprechen muss oder einfach mal, auf Schweizerdeutsch sagt man auskotzen. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Klar. Ich sage das jetzt einfach mal so, wo man es einfach mal raushaben muss. Ja, genau. Und dann natürlich Seelsorge. Ist auch ein großer Teil. Und bei dir, Petra? Ja, zum Beispiel, also ich wollte jetzt gerade noch von der Erholung reden. Das ist bei mir sehr oft, weil ich einen relativ stressigen Job habe, gehe ich über Mittag auch so 30 bis manchmal 60 Minuten laufen an See. Und ich versuche dann wirklich, wenn ich unterwegs bin, die Natur zu sehen und spüren, das Wasser zu hören, die Vögel und auch mit Gott in Kontakt zu treten. Es gelingt mir vielleicht nicht immer total jetzt abzuschalten, aber doch, wenn ich im Büro zurückbringe, merke ich, hey, ich habe mich bewegt, ich war an der frischen Luft und es tut mir einfach gut. Ja, das ist mega wichtig. Mega wichtig. Hey cool, jetzt habe ich dich unterbrochen. Du wolltest praktische Dinge. Ja, mach nichts, kein Problem. Genau. Also, der erste Punkt ist die Erholung, gut erholen. Im 1. Mose 2,2 steht: Am 7. Tag hatte Gott sein Werk vollendet und er ruhte von seiner Arbeit. Und in Markus 6,31 sagt Jesus: Kommt mit uns, forderte Jesus sie auf. Wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir sind. Dort könnt ihr euch ein wenig ausruhen. Es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Und ich finde, diese 2 Bibelversen veranschaulichen sehr gut, dass sogar Gott sich ausruhte, auch Jesus ruhte sich aus. Also ist es auch für uns sehr wichtig. Eben, das kann eine Pause während des Tages sein, ein Tag an der Woche Pause machen, im Monat oder Pausen für das Jahr und Ferien planen.
auch der Schlaf zum Beispiel ist sehr wichtig. Und das war im letzten Jahr bei mir ein bisschen das Thema mit den Schlafproblemen. Und ich merke zum Beispiel, was mir jetzt hilft, ist, wenn ich nicht einschlafen kann, dass ich Tagebuch schreibe. Also ich nehme dann wirklich den Laptop und hacke alles rein, all meine Gedanken, meine Emotionen, und dann habe ich wieder das Gefühl, ich leere meine Festplatte im Kopf und schmeiße es da drauf. Ja. Und es gibt mir wie eine Art auch Distanz nachher zu Situationen und es hilft mir, mehr zur Ruhe zu kommen. Ja, Stefan, Ernährung, genau, der nächste Punkt. Der nächste Punkt, da haben wir auch einen Bibelvers. In der Bibel kommt Ernährung ja sehr viel vor. Auch Jesus ist eigentlich sehr viel Zeit hat er mit Essen verbracht, mit Leuten. Die besten Gespräche waren beim Essen. 1. Korinther 10, 31, das ist genau der nächste Vers, heißt es, was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Und ich glaube, das ist auch so etwas so befreiend. Wir dürfen gut essen, wir dürfen Gemeinschaft haben, das ist auch Mensch. Ich denke, beim Essen ist auch wichtig die Gemeinschaft, aber irgendwie auch Maß halten. Und irgendwie so diese Balance zu finden, heute ist ja so die Extremposition, Ernährung ist eine Religion oder ich lasse mich völlig gehen. Über die Feiertage zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Genau. Lässt man sich dann jeweils etwas gehen. Da muss man wieder fasten im Januar. Ja. Da muss man wie eine Balance finden. Ja. Oder auch Grenzen eigentlich sich setzen oder sagen, was ist gut. Ja, genau. Also allgemein habe ich selber bei mir festgestellt, dass wenn ich innerlich zufrieden bin, dass ich auch weniger Bedürfnis habe, mit Essen oder Shopping zum Beispiel zu kompensieren. Ja. Ansonsten braucht es eine gewisse Disziplin, würde ich mal sagen. Ansonsten müsste man ein wenig disziplinierter da mit den Dingen umgehen. Was gibt es denn sonst noch? Gut bewegen wahrscheinlich. Genau, haben wir schon darüber gesprochen und du hast schon gesagt, du gehst auch gerne spazieren, wo das wirklich... Bibelvers kommt da noch. Ja. Gut, super. Ja. Genau, also ich persönlich liebe Bewegung extrem. Also ich gehe viel ins Fitness, sei es Dance-Stunden oder Bodyform. Ich sehe dort die Leute, ich freue mich darauf. Oder eben auch draußen laufen, wandern, biken, Skifahren. Und für mich ist das wirklich eine Leidenschaft. Ich liebe das. Ich bin ein Bewegungsmensch und das gibt mir Freude, Zufriedenheit, manchmal sogar Glücksgefühle. Und ich erlebe auch Gott in dem drin wirklich. Also von dem her ist es auch ein guter Ausgleich zum Bürojob. Ich finde auch, also ich laufe sehr gerne oder spaziere mit Beten. Ich finde eigentlich, das ist ein Zugang, die Bewegung, Gebet, irgendwie da hat man Zeit mit Gott und mit sich selber. Und das ist auch einfach wichtig, diese Momente zu haben. Und einzuplanen, oder? Unbedingt. Ja. Und ihr online, schreibt doch mal in den Chat hinein, wie macht ihr das? Wie balanciert ihr das aus? Wie haltet ihr euch kontrolliert? Vielleicht teilweise auch nicht. Wie macht ihr das? Was hilft euch auszubalancieren und wirklich eurem Körper etwas Gutes zu tun, eurer Gesundheit etwas Gutes zu tun und euren Tempel zu schützen und ja auch eurem Tempel etwas Gutes zu tun? Genau. Cool. Du hast vorhin davon kurz gesagt, Geschenk Gottes. Unser Körper ist ein Geschenk Gottes. Was hast du denn damit gemeint? Genau, in 1. Korinther 6, 19 steht, habt ihr vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Der Geist, den euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Also ich denke, wie wir am Anfang schon ein bisschen erwähnt haben, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Und das ist ja wie auch eine Art Ehrfurcht, was das bei mir auslöst. Und auch der Körper als Lob Gottes in 1. Korinther 6, 20. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Es hat für mich auch etwas mit Dankbarkeit zu tun. Also ich persönlich als junge Frau hatte schon Mühe mit gewissen Stellen am Körper. Ich habe mich auch verglichen und war nicht immer sehr zufrieden damit, bis ich an einen Punkt in meinem Leben kam, wo ich einfach gesagt habe, so, ich entscheide mich jetzt wirklich mit dem Kopf, ich nehme meinen Körper an, so wie er ist. Ja. Und ich bin dankbar dafür und ich segne meinen Körper. Und das hat schon eine Ruhe reingebracht und auch einen Frieden in dieses Thema. Ja. Mega schön eigentlich. Auch als Zeugnis das wie so zu geben und zu sagen, hey,
Ich hatte da Probleme, Ja. ich hatte da Mühe. Ja. Jetzt haben wir so theoretisch sehr viel besprochen. Wie sieht denn das so konkret aus mit so Action Steps? Was wären da Action Steps, die ihr Leuten empfehlen würdet, was sie da machen können konkret? Genau, also ich meine, es gibt so jetzt mal die Frage, das machen wir eigentlich nachher, ja, was ist jetzt überhaupt bei mir dran? Und wir werden so eine auch wieder Gebetszeit machen, wo einfach ihr jetzt hört, ja, was sagt euch der Heilige Geist? Was ist jetzt dran? Weil ich denke, es ist wichtig, dass wir uns nicht überfordern und sagen, ja, jetzt eben Neujahrsvorsätze, jetzt alles ist anders, oder? Und dann ist nach einem Monat ist alles verpufft. Ja. Sondern lieber, Leos hat das auch immer bei seinem Buch geschrieben, kleine Schritte wie mit der Leiter, genau. nicht zu große Sprossen nehmen, sondern kleine Schritte machen, sagen, was ist dran, was möchte ich umsetzen, was ist eben vielleicht auch dahinter und wo möchte ich etwas konkret machen. Und ich glaube, wichtig ist auch, dass wir eben Action Steps machen, etwas uns vornehmen, weil das ist verbindlich und lieber vielleicht 3 kleine Schritte machen als irgend Großes. Ja. Ja. Sich das vielleicht irgendwo aufzuschreiben. Aufschreiben, Mir hilft es. messbare, sagen, das mache ich jetzt. Ich Oder brauche das. irgendwie mit der Familie sagen, du, ich habe mir das vorgenommen. ja. Oder mit Freunden. Und dann kann man das wie kontrollieren. Oder sagen, okay, wie sieht das aus? Oder wir nehmen uns etwas gemeinsam vor. Oder eine Small Group. Machen wir das und so eine gute Gewohnheit. Ah ja, gemeinsam, das ist auch eine ist gute auch, Idee. es hilft. Es hilft. Du kannst ja online in den Chat schreiben, mit wem dass du das teilen wirst. Diese Action Steps, die du bereits jetzt dir überlegt hast. Vielleicht schon, vielleicht noch nicht, werden wir gleich noch machen. Aber schreib doch mal in den Chat, mit wem wirst du diese Action Steps teilen. Gut, dann würden wir diese Zeit machen und ihr spielt einen Song, It is Well. Und das ist auch so etwas, das ihr da ausspricht, es ist gut. Und ich denke, dass Jesus denkt gut über uns, auch über unseren Amen. Körper, Ja. über alles ist nicht schlecht oder irgendwie, dass wir uns da irgendwie minderwertig fühlen oder Scham reinkommt, sondern wir dürfen Schritte in die Freiheit geben, wir dürfen hier eben einen Schritt machen. Und Jesus, ja, ich bitte dich jetzt, dass du einfach uns auch jedem aufzeigst, was ist dran. Ist es etwas von der Erholung? Muss ich mehr Pausen machen? Muss mich hier Ruhe gönnen? Wie soll das sein? Was gibt es für Ideen? Ist es etwas mit dem Essen? Ist es etwas mit der Bewegung? Was ist dran, Jesus? Und hör jetzt einfach auf die Stimme des Heiligen Geistes, was er dir sagt. Vielleicht ist es ein Blitzgedanke, dann schreib es auf. Vielleicht kommt dir irgendwie eine coole Idee, was du machen kannst, schreib es auf. Du kannst es auch dann in den Chat schreiben und einfach andere ermutigen, was hast du dir vorgenommen, was ist dran. Through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you. And it is well with me. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you. And it is well. It is well. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. And it is well with my soul through every season, Lord.
and it is well with my soul, and it is well, it is well with my soul, and it is well with my soul, Jesus, and it is well with my soul, and it is well, it is well with my soul. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. The waves and wind still know His name. The waves and wind still know His name. So cool, wie ihr eure Schritte in den Chat hineinschreibt. Da schreiben die Leute, ich habe mir vorgenommen, dort zu helfen, wo Gott mich gebrauchen möchte. Ich schlafe mich gesund, spazieren gehen, eine Praline essen, sich etwas gönnen. So cool, ich will mehr aus meiner Komfortzone. Spazieren gehen, Natur, sprechen mit Gott, genießen, Volleyball spielen, Fitness machen. Ihr seid da voll mit dabei. So cool, schreibt euch die auf, teilt sie mit irgendjemandem in eurem Umfeld, der euch wirklich immer wieder danach fragen kann. Nicht, dass ihr einen Sprint hinlegt, wie vorhin Stefan gesagt hat, nicht so schnell und dann wird man müde schnell, sondern dass es wirklich lange anhalten kann, dass wir wirklich gesund werden können. Genau. So cool. Ja. Ich habe das auch sehr schön gefunden, wie er diesen Text gesungen hat. It is well with my soul. Es ist gut mit meiner Seele. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass der Geist, unser Geist, das ausspricht über den Körper. Ja. Es ist gut und nicht uns kasteit oder irgendwie sagen, wir kommen unter Leistung und denken, jetzt muss ich noch einmal einen draufgeben oder etwas machen, sondern gesund. Was ist für mich dran? Hören, was ist gut für mich? Was tut gut für mich? Und ich glaube, das ist das, was Jesus möchte. Ja. Uns in eine Freiheit führen. Freiheit von Zwängen, Freiheit auch von Süchten oder ungesunden Lebensmuster zu gesundem Lebensstil. Und das ist diese Freiheit, die nicht irgendwie etwas Bedrückendes sein soll, finde ich. Oder? Ja. Wie siehst du das? Absolut einverstanden. Ja. So ohne Druck einfach. Ohne Druck einfach sagen können, hey, Heiliger Geist, heute zeig mir, was ich tun soll. Genau. Finde ich mega cool. Und ich darf eine Pause machen. Ja. Ich gönne mir diese Pause. Ist ganz wichtig auch, dass wir das uns zugestehen. Sagen, ja, jetzt darf ich ausruhen. Ja. Ja, wie gesagt, es gibt uns auch immer wieder Ideen, so kreative Ideen, wie wir auf ganz einfache Weise etwas Neues in den Alltag einbauen müssen. Das kann ja etwas ganz Kleines sein. Unbedingt, unbedingt. Wie gesagt, es ist nicht ein Sprint. Wir müssen nicht in diesem Monat jetzt alles leisten, sondern es soll wir wollen uns ja etwas vornehmen für dieses Jahr. Es soll ja wirklich ein Input sein für dieses Jahr, was wir machen möchten. Deshalb sprechen wir auch über diese Themen. Genau, vielleicht ist es auch ein Hobby, dass ich merke, das tut mir gut. Ich habe irgendwie wieder ein Musikinstrument spielen oder etwas Kreatives machen oder etwas, was meiner Seele gut tut, wo ich Freude habe, dass mir einen Ausgleich gibt, weil das möchte ja Gott, der hat uns so vielfältig geschaffen und jeder hat andere Interessen und dann machen wir doch das, was gut für uns ist. Wie ist denn das mit dem Thema Heilung? Jetzt haben wir vielleicht viele Leute, die mit dabei sind, die zuschauen, die sagen, hey, ja, das klingt alles super. Was mache ich denn, wenn ich meine Heilung noch nicht empfangen habe? Was mache ich denn, wenn ich die Gesundheit noch nicht habe, die ich möchte? Wo wir davon gesprochen haben, wir wissen, dass Gott heilen möchte. Gott möchte uns gesund haben. Aber wie machen das Leute, die wirklich jetzt einfach das noch nicht sehen? Das ist noch nicht Realität.
Also Gott hat uns ja als sein Ebenbild geschaffen, aber wir sind ja in einer gefallenen Schöpfung und Krankheit gehört, wie du sagst, zur Realität. Es ist aber nicht der Plan Gottes ursprünglich. Ja. Und wir glauben an einen Gott der Wunder und Jesus hat auch viele Kranke geheilt, als er auf der Erde war und hat auch uns den Auftrag gegeben, in seinem Namen Kranke zu heilen. Und das ist sehr ein großes Herzensanliegen, auch von mir persönlich, dass wir das noch mehr erleben werden und ich glaube auch daran. Aber Leo sagt das auch immer so schön, es gibt verschiedene Arten, wie Gott heilt. Manchmal ist es wirklich instantly, also sofort. Und davon möchte ich auch noch mehr sehen. Manchmal ist es ein Prozess. Wir haben auch hier ein sehr gutes Gesundheitssystem, wo auch viel mit Ärzten und so möglich ist, Therapien zum Glück. Oder manchmal muss man einfach sagen, okay, die Heilung kommt spätestens in den Himmel, dort gibt es keine Krankheit. Habt ihr denn schon einmal Heilungen erlebt? Ihr persönlich, habt ihr schon irgendwelche Heilungen mal gesehen? Ja, ich habe auch schon Heilung erlebt, selber. Selber erlebt? Ja. Was war denn das, wenn du teilen Eben möchtest? zum Beispiel, was ich vorher erzählt genau, habe, von der Heilung, eben die innere Heilung habe ich eigentlich so erlebt. Und ja, das ist für mich eigentlich etwas genauso innere Heilung wie äußere Heilung. Aber ich habe auch schon bei Leuten erlebt, dass sie geheilt wurden. Oder wir haben mal bei unserem Sohn, er hatte so irgendwie etwas am Fuß oder an den Hand und dann haben wir gebetet und das ist weggegangen. Ja. Und irgendwie das ist so ein Erlebnis. Ja, hast du das? Also ich hatte mal, als ich auch einen Dienst im ICF machte, so mega starke Kopfschmerzen bekommen. Und ich spürte dort in dem Moment, ich war im Auto unterwegs, dass ich wie innerlich so wütend wurde. Und ich habe gesagt, im Namen Jesus, jetzt Kopfweh, geh weg. Und wirklich sofort war es weg. Also etwas Kleines, aber ich fand es trotzdem cool. Das sind auch die kleinen Dinge, wollte ich gerade sagen. Kopfschmerzen, das sind mühsame Dinge, die wir teilweise haben und dann eben, wir sprechen die Gesundheit Gottes darüber aus. Ich hatte mal ein Erlebnis, wo jemand für Gebet gekommen ist und sie hat einen gebrochenen Fuß und sie kam mit so einem Schuh. In Amerika hat man solche Schuhe an, um den Fuß zu stützen. Und dann haben wir gesagt, ja, probierst du mal aus, wir schauen mal, was passiert. Und sie sagte, nein, ich will den ausziehen, den Schuh. Und es war irgendwo draußen, wo wir mit ihr gebetet haben. Und dann hat sie den Schuh ausgezogen und sie hatte zuvor den Fuß gebrochen, also den vorderen Teil, ganz einen komplizierten Bruch. Und dann hat sie den Schuh ausgezogen, ist sie draufgestanden und es war nichts mehr. Wow. Und sie hatte keine Schmerzen Come mehr. on. Und sie ist dann weggelaufen, das war das Lustigste. Sie ist dann weggelaufen und hat dann zu ihrem Kollegen, mit dem sie gekommen ist, hat sie gesagt, jetzt müssen wir Schuhe kaufen gehen, weil ich bin nur mit einem Schuh gekommen. Und das war einfach ein cooles Erlebnis, so einfach Gott heilen zu sehen. Und ich möchte auch dir heute zusprechen, hey, Gott möchte heilen. Auch wenn du schon 100-mal danach gefragt hast und auch wenn du immer noch dran bist, danach zu fragen, bleib dran und frag nochmals. Wie gesagt, die einen sind plötzlich, die anderen passieren erst später. Aber Gott möchte heilen, das ist ein Fakt. Das ist die Wahrheit, Gott möchte heilen. Und das sprechen Schön, wir wenn aus. du das Beispiel genommen hast, jetzt gerade von einer Fußheilung, dann wollen wir auch das jetzt wirklich aussprechen, dass das wie ein Zeugnis ist, dass das auch prophetisch jetzt gilt für dich, wo du zu Hause bist oder auch für uns hier im Studio, dass Füße geheilt werden sollen im Namen Jesu Christi. Vielleicht nehmen wir uns gerade einen kurzen Moment Zeit, wo wir wirklich mit Musik noch wirklich für diese Gebetsanliegen, ich kann euch jetzt vielleicht sagen, was so hineingeschrieben wird. Schreibt doch kurz in den Chat hinein, was ist euer Gebetsanliegen, was sind eure Gesundheitsgebetsanliegen. Ich habe bereits schon einige gesehen, ich werde nochmals zurückgehen, wir werden wirklich für das beten, wir werden uns eine kurze Zeit nehmen, wo wir anhand von diesen Zeugnissen, dass wir das wirklich als Proklamation nehmen und sagen, hey, Gott möchte auch heute noch heilen, Gott möchte dich heute heilen. Schreibt doch das in den Chat hinein. Und wir werden für dich beten. Wir haben da Schizophrenie. Hat mich schon von Schizophrenie geheilt. Das ist bereits passiert. Ich habe Heilung erlebt. Mir wurden nach 4 Fehlgeburten gesagt, dass ich keine Kinder bekommen kann. Ich habe jetzt 2 gesunde Töchter. In die 2. Schwangerschaft habe ich 6 Monate geblutet, das Baby ist heil. Halleluja. Schön. Gott ist da Danke, drin. Jesus. Einfach, dass wir das aussprechen, diese Zeugnisse. Hey, wir sagen, Gott heilt heute noch, Gott heilt Amen. heute noch. So gut.
Das Ich finde das auch ganz wichtig, eben das Danken und Ja. irgendwie einfach das zu gegenwärtigen. Und du hast das vorher gefragt, und eigentlich, ich habe so viel in meinem Leben erlebt, als Jesus mich bewahrt hat. Ja. Ehrlich, ich wäre, glaube ich, ohne Jesus nicht mehr am Leben. Ja. Und das ist, und irgendwie, wenn man sich das bewusst ist, und manchmal weiß man es ja gar nicht, einfach dankbar sein. Auch dankbar für meinen Körper, für alles, was ich habe. Und diese Perspektive zeigt auch, wie es ist ein Wunder, und ich habe das am Anfang gesagt, ein Geschenk, ehrlich, dass ich jeden Tag atmen darf, dass ich Ja. da bin. Ja. Und diese Dankbarkeit, die finde ich auch so wichtig, einfach das auszusprechen, auch das Gute über unseren Körper, über allem, was wir sind. Ja. Da hatte jemand geschrieben, sie leidet seit Jahren unter schlimmen Herzrhythmusstörungen. Und ja, wir sprechen gerade über dir, Sieglinde, aus. Wir sprechen aus, dass dein Herz in den richtigen Rhythmus zurück hinein soll. Jesus, wir sprechen deinen Frieden in dieses Herz hinein. Wir sprechen deine Ruhe in dieses Herz hinein, dass alles, was dann nicht richtig funktioniert, dass es in diesem Moment einfach stoppen muss. Dass es wieder normal schlägt, dass das Herz wirklich im Rhythmus mit dir, ich habe das Gefühl, das muss ich aussprechen, dass das Herz von Sieglinde im Rhythmus mit deinem Herzen schlagen soll, Jesus. Amen. Da gibt es jemand, der sagt, ich bin in Quarantäne, fühle mich seit Montag mega schwach, da sind mehrere da drin. Fände ich cool, Stefan, wenn du kurz mit uns beten könntest, einfach für alle, die in Quarantäne Ja, sind. Jesus, ich danke dir einfach, dass du jetzt mit allen, die in Quarantäne bist, da Heilung schenkst. Ich spreche Heilung für alle Atemwege. Ich spreche Heilung auch für alle Viren. Sie müssen im Namen von Jesus gehen. Ja. Und ich spreche Frieden, auch dass Frieden reinkommt und jede Angst soll weichen im Namen von Jesus, auch von dieser Krankheit, von dieser Pandemie. Jesus, du bist gekommen und hast gesagt, fürchte dich nicht. Und das spreche ich aus über euch alle, die ihr in Quarantäne seid. Habt keine Angst. Jesus ist bei euch und er ist der Friede. Genau. Ich möchte noch gerne Sprüche 4, 20 bis 22 vorlesen. Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden, lass sie nie vor deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Und wir haben jetzt einige Bibelstellen auch für euch vorbereitet, die ihr selber über euch oder auch über eure Liebsten aussprechen könnt, weil das Wort Gottes hat Kraft. Hier steht schwarz auf weiß, dass das Wort Gottes heilend wirkt. Und da könnt ihr selbstständig auch diese Bibelworte nehmen oder vielleicht kennt ihr auch eigene, die ihr nehmen wollt und einfach Gesundheit und diese Worte, die Kraft haben, aussprechen. Du darfst weiterspielen, sehr gut. Bleibt in dieser Haltung von der Anbetung. Ich glaube, wir möchten wirklich da jetzt einfach eine Zeit des wirklich Gebets, des Aussprechens von Gottes Wahrheiten machen und wirklich auch eure Dinge aufnehmen, über eure Dinge beten. Aber möchtest du zuerst die Bibelverse etwas vorlesen? Soll ich ihn vorlesen? Ja, gerne. Also, Heilung. Ich bin der Herr, dein Arzt. Da kannst du das wirklich für dich nehmen und sagen, Herr, du bist mein Herr und mein Arzt. Der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden. Du kannst das für dich nehmen und sagen, der Herr wird jede Krankheit von mir abwenden. Der Herr wird mich erquicken auf meinem Krankenlager. Du machst, dass es mir besser geht, wenn ich krank bin. Ja, Jesus.
Lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Wir haben hier noch ein Gebetsanliegen. Marlene, sie weiß nicht weiter seit 3 Jahren, wechselnde Symptome, Schmerzbrennen, lebensmüde. Sie sagt aber hier, bitte betet für mich, ich möchte leben. Ich fände es cool, Petra, wenn du vielleicht für Marlene beten könntest. Ja, Jesus, und wir segnen Marlene einfach mit deinem göttlichen Leben, mit einer Freude und mit Energie. Ich segne dich, Marlene, mit einer Vision von deinem Leben, über deine Begabungen, über deine Möglichkeiten, die du hast, mit Hoffnung und mit Freude. Versuch mal, Jesus zu sehen jetzt vor deinem inneren Auge. Versuche sein Gesicht zu sehen, wie er dasteht mit offenen Armen und wie er genau dich meint. Und sagt, du bist mein Kind, ich will, dass du lebst, mit mir zusammen, du bist nicht alleine. Und ich spreche dir zu, Marlene, Psalm 139, was heißt, Marlene, du bist geschaffen im Innersten, im Leib deiner Mutter und Jesus hat dich wunderbar gemacht, du bist einzigartig und ich spreche dir das zu. Du bist kein Zufall, sondern ein wunderbarer Plan von Gott. Wir haben auch viele, die sagen, Depressionen, sie haben Ängste. Stefan, du hast vorhin davon erzählt, dass du von Depressionen geheilt wurdest. Habe ich das richtig im Kopf? Ja. Depressionen, wirklich. Ja. Könntest du mit diesen Leuten gerade für das beten? Genau, Jesus, ich danke dir, dass du der Friede bist und dass du jede Angst wegnehmen möchtest, dass Zuversicht kommt. Und ich bitte jetzt für die Leute, die das schreiben, ja, geh zu Jesus und gib ihm diese Ängste ab. Jesus ist da für dich am Kreuz und er wartet auf dich. Er möchte, dass du ihm diese Sorgen und Ängste abgibst und diesen Rucksack, lege ihn ans Kreuz, trage nicht weiter und empfange einfach neuen Frieden und nimm das Neue in Empfang. Glaube das Gute, das Jesus für dich parat hat. Und jeden Gedanken von Tod, trenne dich, gib es Jesus ans Kreuz ab, weil er ist Leben und er möchte, dass du lebst und dass er hat dich geschaffen für einen Plan. Dein Leben hat einen Sinn und das spreche ich dir zu. Da schreibt jemand, unsere Enkeltochter hat eine Erbkrankheit und zuckt. Ich bitte um Heilung. Wir wollen dir zusprechen, dass das keine Erbkrankheit mehr sein wird, sondern ein Erbsegen, dass du geheilt sein wirst. Wir wollen dieser Enkeltochter zusprechen, du sollst heil sein. All diese Erbkrankheiten, die gekommen sind mit Generationen, die sind jetzt gebrochen ab diesem Moment. Jesus, wir sprechen Heilung über ihrem Körper aus, wir sprechen Heilung über ihrem Nervensystem aus. Wir sprechen Heilung über ihrem Herzen, über ihrem Kopf, über allem, was sie ist. Wir sagen, dein Öl und dein Blut soll es versiegeln. Nichts hat Anrecht auf sie, keine Generationen von zuvor, keine Dinge, die in Körpern von ihren Eltern oder Großeltern oder was auch immer sind. Das hat kein Anrecht mehr auf sie. Wir sprechen aus, du sollst gesund sein im Namen Jesus.
Und ich möchte noch sagen, wenn jetzt du da zuschaust und denkst, oh wow, diesen Jesus, ich möchte den auch gerne kennenlernen, dann möchten wir mit dir jetzt das Übergabegebet, eine Entscheidung für Jesus Christus zusammen aussprechen. Du kannst jetzt einfach mitbeten. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich bitte dich um Vergebung für alle bewusste und unbewusste Sünde, in Wort, Tat und Gedanken. Ich bitte dich von ganzem Herzen, komme du in mein Leben hinein. Erfülle mein Leben mit deinem Leben, erfülle meinen Geist mit deinem Geist und schenke mir die Gewissheit, dass ich ein Kind Gottes bin, dass mir meine Sünden vergeben sind und dass ich das ewige Leben habe und dass du, Jesus, jetzt in mir lebst. Herzlichen Dank, Jesus, dass du mich als dein Kind angenommen hast. Amen. Ich habe einfach noch den Eindruck, auch das auszusprechen, dass wenn du jetzt vielleicht irgendwie Zweifel hast, irgendwie an diesem Thema, gib auch diese Zweifel Gott und es ist okay, wenn du zweifelst, weil Jesus ist mit dir und er geht mit dir diesen Prozess und schau nach vorne und nicht rückwärts und sprich jeden Tag diese guten Gedanken über deinem Leben aus. Jeden Tag. Und das wird dein Leben verändern. Ich fände es cool, wenn wir zum Schluss noch ein Lied singen könnten, einfach um diese Zeit hier auch wirklich so zu versiegeln, sage ich jetzt mal. Super. Ja, cool. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice, I love your voice. And you have led me through the fire in my darkest night. You were close like no other. And I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life, Jesus, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything, Lord. Your goodness is running after me. You're running after me, Lord. 'Cause all my life you have been faithful and true, God. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Das wollen wir wirklich über dir aussprechen. Die Güte Gottes wird dir nachrennen. Die Güte Gottes wird dich begleiten, auch wenn wir jetzt hier
schon am Ende der Zeit angelangt sind. Die Güte Gottes wird dir nachrennen, das wollen wir über dir aussprechen. Wenn wir heute nicht auf dein Gebetsanliegen eingehen konnten, dann hast du die Möglichkeit, das unter icf.ch/Gebet einzutragen. Wir haben da eine Prayer Wall eingerichtet. Da werden Leute 24/7 beten, mit euch mitbeten für eure Gebetsanliegen. Eure Gebetsanliegen sind wichtig und wir wollen wirklich auf diese eingehen. Wir wollen diese ernst nehmen, wir wollen für diese beten. Schreibt doch die da hinein auf icf.ch/Gebet und dann wird das Prayer Team für dich, das Gebetsteam für dich beten. Euch vielen Dank, Petra und Stefan, für eure Weisheiten, die ihr da mit uns geteilt habt, für eure Zeit. Auch euch, Cleavers, Dankeschön. Danke dir. Wir wünschen dir einen wunderschönen Rest des Abends. Morgen, 19.30 Uhr, sind wir wieder hier. Gibt es wieder, Gebetswoche ist der 4. Abend. Wir werden über die Ressourcen sprechen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss zusammen.